Der Tell hat sich nicht mehr gewusst zu helfen, hat die Armbrust gespannt und ein Pfeil eingelegt. Nochmal ist es totenstill geworden auf dem Dorfplatz. Die Spannung ist ins Unermessliche gestiegen. Alle Augen haben sich auf den Tell und seinen Sohn Walter gerichtet. Die Leute hatten Angst, dass da jetzt gerade etwas Grässliches passiert und der Tell sein Ziel verfehlt und der eigene Sohn mit einem Pfeil verschiesst. Der Gessler hat hämisch gegrinset und sich an dem grausamen Schauspiel ergötzt. Er war sicher, dass der Wilhelm Tell den Äpfel nicht trifft. Der Tell hat gut gezielt, nochmal tief durchgeschnauft und abgedrückt. Der Pfeil ist durch die Luft geschossen und hat sein Ziel durchbohrt. Vater, ich habe gewusst, dass du mich nicht wirst verletzen. Der Äpfel ist gefallen. Der Bub lebt. Während der Wilhelm Tell seinen Sohn freudig und erleichtert umarmt hat, hat der Gessler den Äpfel gemustert und gestaunt. Bei Gott, der Apfel ist in der Mitte durchbohrt. Ja, das war ein Meisterschuss, Tell. Ich muss dich loben. Aber du stecktest noch einen zweiten Pfeil zu dir. Ich sah es wohl. Was wolltest du mit diesem zweiten Pfeil? Herr, das ist so üblich bei uns Schützen. Nein, Tell. Die Antwort lasse ich nicht gelten. Los, sag mir die Wahrheit. Was es auch sei. Dein Leben sichere ich dir zu. Der Tell hat sich einen Ruck gegeben und hat den Landvogt mit einem furchtbaren Blick angeschaut. Mit dem zweiten Pfeil hätte ich euch erschossen, wenn ich mein liebes Kind getroffen hätte. Und euch hätte ich ganz sicher nicht verfehlt. Aha. Dein Leben, Tell, habe ich dir zugesichert. Ich gab mein Ritterwort und ich will es halten. Doch lass ich dich in den tiefsten Kerker werfen, damit ich vor deinen Pfeilen sicher bin. Los, fesselt ihn! Vater, lieber Vater, nein! So geht ihr also mit einem Mann um, der offensichtlich von Gottes Hand geführt wird. Herr, Lass uns sehen, ob Gottes Hand ihn auch ein zweites Mal retten wird. Man bring ihn auf mein Schiff, ich folge sogleich. Ich selbst will ihn nach Küsnacht führen.